Problematik von der Wohnungskrise zu Lützeburg ist mittlerweile jiderengem bekannt. An Situationen ist besonders schwer für die Lokatieren, auch da ist jeder sich eins. Wir haben zu Lützeburg ein Plafond von 5% vom Kapital investiert, wo die Leute nicht überschreiten, aber das Gesetz das datiert schon von 1955. Es entspricht absolut nicht mit der Realität. Und das weist ja auch die Realität, dass das kein seriöser Plafond ist, keine reale Bremse für die Leute. Was geschieht lo? Ein neues Projekt kommt auf die Instanz, und die wiederholt dann die 5%. Also, obwohl es lo der Moment wäre, real etwas zu machen, für die Leute aufzubremsen. Wir fordern, dass lo den dote Projekt vom Tisch gezogen wird und dass ein neues, kohärentes Modell ausgeschafft wird, wo ein real Bremse für die Leute in Kraft tritt, wo die Leute sich so eine Parallelentwicklung zu der Preisentwicklung zu Lützeburg, auch zu den Revenuen, wo die Menagen haben, für das sind die Leute können sich nach einer Leute zu Lützeburg leisten. Wir haben das schon bei der letzten Manifestation im Oktober gefordert, dass bis nicht geschieht und dafür machen wir einen dringenden letzten Appell an die Regierung, für Losea zu handeln. Ein von den Problemen ist am Anfang eine falsche Steuerpolitik. Wir hatten die letzten Jahre und Jahrzehnte eine Steuerpolitik, die Spekulation echt danach weiter angefeuert hat, wie sie zu verhindern. Dafür fordern wir einen klaren Kurswechsel. Gilo echt zaghaft Schritt in die richtige Richtung, wie notamment bei den Fonds d'investissement spezialisiert, aber das ist just die Spitze vom Eisberg. Müssten alle steuerlichen Nischen aufgeschafft gehen. Und für allem braucht man eine Reform von unserer Grundsteuer, von einem Impôt foncier, die noch immer auf Daten basieren aus der Zeit von der deutschen Okkupation von 1942, die auch keine Realität mehr entsprechen. Wir fordern, dass die Grundsteuer ganz neu organisiert wird und am Anfang eine Vermögenssteuer Logement geht, Grundbesitz. An unserer Vorstellung muss die Grundsteuer so gestaffelt sein, dass sie progressiv geht, progressiv par rapport zur Unzahl von den Terrain, die den Einzelnen besitzt. Das heißt, wenn den 10, 20, 30 Terrain oder Häuser hat, da gibt die Steuer progressiv so viel mehr hoch gehen. Wobei aber diesen für den eigenen Bedarf soll von der Steuer ganz ausgeschlossen gehen. Ein anderes wichtiges Element ist die Retention von Terrain, just aus Spekulationsgründen, wo Leute auf Terrain sitzen bleiben oder bei den Häusern, an die nicht an die Lokation gehen oder entfernt, weil sie davon ausgehen, Preise weiter steigen. Es gibt auch verschiedene Gemengen eine Steuer auf der Retention von Terrain, aber die ist noch ineffiziz und beschränkt sich auch nicht mehr auf ein paar Gemengen. Dafür fordern wir eine nationale Retentionssteuer auf allen Terrain, die im Moment Bruchleien, aber am Bauperimeter sind, und auf allen Häusern, die idle stehen, für mehr Wohnraum zu schaffen. Für mehr Wohnraum, für abordable Wohnraum. Dafür gehen wir den 27. März nächst auf die Straße, zusammen mit mehr als 20 Assoziationen an der Koalition Wohnrecht. Wir gehen als Rendezvous. Der 27. um 3 Uhr an der Stadt auf der Gua. Kommt zu ganz viel. Den Tag setzt mal ein wichtiges Zeichen.